Septembermount ist Plattitschmount. Wie bekicken uns Ostfriesland? Finde auch das Landschaftsschutzgebiet Wimeer. Wir befinden uns hier in Wimeer und das ist ein Ortschap, der über 3 Naturräume verfügt. Wir sind hier nämlich zwischen Watten und Marschen, der Burtange Moor und der Bunder Geest. Und wir befinden uns hier an dem sogenannten Landschaftsschutzgebiet Wimeer, sogenannte, weil eigentlich ist das gar kein Landschaftsschutzgebiet, weil nooit eine Verordnung dafür erstellt wurde. Das Gebiet, was hier oft Bild ist, das sind 37 Hektar Moorfläche, die erholen blieben sind, westlich von Karkstraut. Und dann östlich von Karkstraut haben wir noch 52 Hektar, die sind overblieben. Und das ist ein Naturschutzgebiet Hochmoor Wimeer. Nun befinden wir uns hier an Bruaule Schloot, weil ein intakter Hochmoor hat normalerweise keinen Baum. Was wir hier aber sehen, ist ein Moor, der voll mit Bäumen ist. Und das liegt einfach daran, dass eben zwischen 1937 und 1939 die sogenannten Moorsoldaten, die waren hier 2 Kilometer südlich stationiert in der Emsland-Lauges, die mussten hier jeden Tag herloben, mussten hier die Bruaule Schloot graben und mussten dann für die Eigenverwertung dann auch Turf graben. Und durch die Bruaule Schloot, der eben bitte auf Mineralboden aufgebaut worden ist, ist das Moor entwässert worden und so kamen hier mehr und mehr die Bäume her, erstmal die Moorbirken und dann haben sich auch Stieleiche und so wieder entwickelt und deswegen haben wir hier die Waldfläche. Hier haben wir ein großes Miegetgebild und das Besondere ist, dass man ungefähr ein Drittel von dem Miegetgebild überirdisch sucht und 2 Drittel sind unterirdisch. Und dann kann man sich vorstellen, was das für ein großer Staud ist. Und das Besondere an dieser Miegetjesort ist, das ist die Lötje Rotwaldameise und das ist auch ein rote Listeort. In intakte Hochmoor kommen eigentlich keine Bäume vor. Und hier sucht man, dass hier die meisten Bäume wieder verschwunden sind. Und zwar ist das eine Gemeinschaftsaktion, die 2015 gestartet wurde von staatlicher Moorverwaltung als Eigentümer, Gemeinde Bunde und Landkreis Leer. Und zwar sind hier 15 Hektar insgesamt entkusselt worden. Das heißt, dass die Bäume all unten aufsaugt wurden und dass das geerst Rutraugen wurde. Und anschließend wurde um die Hellfläche drumherum ein Schaubtun upset, damit eben diese Flächen nicht mehr verbuschen, sondern frei blieben und vor allem bestimmte Moororten als Kreuzotter, Waldeidechse, Ziegenmelkergift hier und die sind auf diese offene Strukturen anwesend. Ja, ich sehe ja, ein intakter Hochmoor hat kein Gehölze. Da gibt es aber 2 Ausnahmen. Das ist einmal der Gagelstrauch, der wir hier sehen. Und dann gibt es noch die Öhrchenweide. Das sind eigentlich die einzigsten Gehölzarten, die in intaktem Moor vorkommen. Wir haben hier verschiedene Libellenorten, die bloß hier vorkommen im Moor. Das ist die Torfmosaikjungfer, die Hochmoor-Torfmosaikjungfer, nordische Moosjungfer und kleine Moosjungfer. Ja, die Sommerheit, die fängt nun an zu bleiben, meist in August. Und die Glockenheit, die hört nun eigentlich all ob zu bleiben. Hier sucht man noch einen gut gebleiten Blütenstand, da sucht man noch Wecke, die bleiben. Und hier ist der rundblättrige Sonnentau, das ist ein fleißfressende Plant. Und zwar sind da so Drüppen an dem Blatt. Da hangen dann Lötche Mürgen und Lötche Skerlappen fast. Und der Blatt, der sich dann so zusammenkrümmen und da quasi der Insekt dann verdauen. Ja, der große Vorteil von Wimeer war, dass eben hier nicht wiegen wassen und dass hier nooit, so als in Emsland und auch in Holland, maschinell aufgebaut wurde. Hier wassen immer bloß Handtorfstiche und dadurch sind diese Moorgebiete erholen geblieben.